Bei dieser Matschbirne kann man nichts mehr kaputt machen. Es kann euch nichts passieren. Der Anzug hat einen Schutzschirm, der sich automatisch einschaltet, sobald es gefährlich wird. Ihr seid also fast unverwundbar. Ihr habt auch noch Funkgerät und eine Übersetzungsautomatik eingebaut. Ab sofort könnt ihr alle Sprachen der Galaxis reden und verstehen. Ah ja, natürlich schützen euch eure Anzüge auch unter dem Wasser. Kommt, Jungs! Jetzt mischen wir ein bisschen die Stadt auf! Flugmodus! Die Abenteurer stehen auf einem schmalen Balkon vor der Garage. Ohne eine Sekunde zu zögern, lässt sich Vanessa einfach fallen. Juhui! Am Tobias wird schon nur vom Zuschauen schlecht. Nach etwa 100 Metern bremst Vanessa ihren Sturz ab. Sie fliegt in einer weiten Kurve nach oben. Und wie ein Pfeil fegt sie am Balkon vorbei und hockt auf der Spitze vom Turm. Was ist los, Jungs? Sind ihr am Einpennen oder habt ihr Schiss? Also gut, dann halt. Wir kommen. Flugmodus! Los! Supergirl! Ruft Vanessa und fliegt wieder Blitz durch die engen Strassenschluchten vor der Stadt. Vor lauter Übermut sieht sie ein Reklameschild nicht und donnert voll dort rein. Das Schutzschild vom Anzug zerschmettert die Reklametafeln in 1000 Stück. Ist dir etwas passiert? Hey Mann, Spocky, bleib locker, entspann dich mal. Wir sind nicht zum Gespass da. Übernimm du die Steuerung, Computer. Setz uns irgendwo ab, wo etwas läuft. Kein Problem. Vanessa maulet vergeben, wo ihr der Anzug nicht mehr folgt. Federleicht schweben sie Richtung Strasse. Wir sind hier in einem der besten Restaurants der Stadt. Hier gibt es viel gutes Essen und interessante Gäste. Du meinst, es hat da Außerirdische? Natürlich. So etwas will sich der Spocky nicht lang gehen. Als die drei in die Eingangshalle kommen, wird es ihnen aber schon etwas anders. Da sitzen Dutzende von panzerten Kröten, die so gross sind wie ausgewachsene Mastzäune.